So, nach unserer schlechten Leistung gegen Bilbao müssen wir jetzt zwingend, also jetzt muss er Sieg her. Also wir müssen unbedingt wieder was Positives abliefern. Ansonsten schlittern wir in eine Krise. Wir sind auf dem besten Weg dahin. So, dann mal den eine. Okay, den aussehen. Sinclair kann auch daheim bleiben. Hat ja zuletzt auch nicht gerade besonders gespielt. So, unser Problem war im Mittelfeld, wir haben einfach keinen Passgeber. Also es ist keiner da, der irgendwie die Bälle verteilt. Zudem ist bei uns niemand da, der mir aus der zweiten Reihe schießt. Gut. So, mal schauen, ob es so irgendwie funktioniert. Denn wir müssen, wie wir wissen, endlich mal gewinnen. Gegen die Rangers haben wir in der Liga schon unentschieden gespielt. Gegen Bilbao vernichtend verloren. Ja, und zum Wiederaufbau brauchen wir jetzt unbedingt einen Sieg. Und gegen Bilbao brauchen wir dann viel Glück, dann wir das 3-0 irgendwie ausgleichen. Was ich ja noch immer bezweifeln mag. Ja, unser Problem, habe ich schon, glaube ich, 1000 Mal erwähnt, ist das Fehlpassspiel. Das ist bei uns unglaublich hoch. Ja, und Oscar muss auch mal seine Leistung steigern. Hier und da hat er mal ein Spiel dabei, wo er gut spielt. Aber meistens dann eher bescheiden. Ja, wo ist denn unsere Abwehr? Ja. Leute, so schießt man Tore. Genauso und nicht anders. Martin 1-0. Und zwar verdient, da die sagen. Das war ja wieder katastrophal in der Abwehr. Da war gar keiner mehr da. Ich habe hinten TOD gesehen, aber kein Innenverteidiger. Ja. Also 1-0 liegen wir schon mal hinten. Ja, wenn wir das natürlich auch drauf hätten, so Tore zu schießen, haben wir aber nicht. Denn wir können nicht mehr Pässe spielen. Ja, Ronaldo, du stehst im Abseits, Alter. Das ist natürlich wunderbar. So, Dembaba jetzt. Ja, und schon sind wir wieder fertig. Aber unverhofft schießt man Ausgleich. Obertor. Das war jetzt Glück, da die sagen. Das war wirklich Glück. Den hätte ich eher vorbeisegeln sehen. Aber er war drin. Hat. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der reingeht. Aber zum Glück, das ist der Ausgleich. So, Barnett.
Aber vielleicht reift uns das Tor jetzt an. So, das hat er gut gemacht. Oscar startet. Ja, und Dembaba mit dem rechten Hammer. Und jetzt steht es 2-1, jawohl. Wunderbar. Ja, man sieht schon, wenn wir mal schneller spielen, dann können wir viel schneller die Abwehr zerpflücken. Und können uns wunderbare Chancen erarbeiten. Und Dembaba, will man wissen, ist er treffsicher. Der braucht natürlich dann nur die richtigen Bälle serviert kriegen. Genau wie Ronaldo. So, erstmal hinten rundum spielen. Zur Sicherheit. Ja, TOT wieder. Das ist so ein kleiner Fehler bei uns im System. Der passt in unser Spielsystem irgendwie gar nicht rein. Und dann müssen wir jetzt schauen, dass wir den loskriegen. In der Sommerpause. Aber weiterhin Gefahr. Die anderen drücken nämlich auf den Ausgleich. Dodo. Ja, das war ja wieder total unplatziert. Und rabiate Verteidigung von Newcastle. Aber so muss es sein. Scheiße, jetzt haben wir verloren. Snodgrass. Und Dembaba startet wieder. Und es gibt Ecke. Oh, da liegt Ronaldo. Das ist nicht gut. Der ist da gefoult worden und zwar nicht gerade von der feinen Sorten. Aber jetzt wird er behandelt. Achso, er ist wieder da. Ganz gut. Und zwar unverletzt. Ja, das haben wir nicht mehr retten können. Da haben wir wieder schlecht verteidigt. Wir sind nämlich weggerannt. Und dann war der frei. Morrison. Das schauen wir uns gleich nochmal in der Wiederholung an. Da war der Fehler. Sörensen läuft weg. Und Morrison ist frei. Ja, und macht das Tor natürlich. Also 2-2 wieder.
Ja, das war wieder nichts, weil Demba davon rumeiert. Ja, zur Halbzeit steht es 2:2 bisher. Im Großen und Ganzen können wir eigentlich zufrieden sein. Wir haben das Tor zweimal getroffen. Und abgefangene Pässe, wenn wir uns das anschauen. 19:6 für Norwich. Also da sieht man mal, was wir Fehlpässe spielen. So, wollen wir den wechseln? Oder lassen wir es dabei? Gabe hat jetzt keiner. Ich würde sagen, wir lassen es dabei erst einmal. Aber wir müssen unsere Abwehr deutlich festigen. Vor allem gegen Bilbao. Denn da können wir uns kein Gegentor leisten. Da müssen wir nämlich selber 3 schießen. Ja, das wird natürlich wunderbar gewesen, wenn der eingegangen wird. Oscar. Ja, der war natürlich nichts. Gutierrez. Ja, der Boyn, der muss einmal besser weggehauen werden. Wir hauen ihn immer so hübscherig weg. Und dann kommt er natürlich immer wieder zum Gegner. So, jetzt über links mit Dodo, der hat Platz. Ja, Ronaldo steht sauber zu weit vorne. Ich weiß gar nicht, was er da vorne treibt. Also hinter die schwarzen Männer steht er. Das ist natürlich das Schlechteste, was er machen kann. Oscar, rechts am Tor vorbei. Ja, diesmal war es wenigstens nicht so ein Schüsschen, wie er gegen Bilbao im abgegeben hat. Ja, ich glaube, das gibt jetzt einmal Gelbe. Denn das war wieder kein schönes Foul. Ja, das war der verkehrte. Und Oscar, also den muss ich jetzt schon mal machen. Langsam wird es zur Gewohnheit, also da der daneben schießt. Wir brauchen da einen treffsicheren Mann im offensiven Mittelfeld, der wirklich mal solche Dinge einhaut. So, wir werden jetzt einmal wechseln. Demba ist nicht mehr ganz so fit.
Coloccini, der Abwehrchef, den lassen wir drin, da würde ich sagen. Und ansonsten können wir es eigentlich so belassen. Oder wir dann so noch wechseln. Machen aber da zentral wieder. Das ist Rechtsfuß, das ist er. Ah, Rechtsfuß. Okay, los mal so. Halt. Da aussehen. Vielleicht kann Destro was reißen. Ronaldo. Ja, unser Wunderstürmer. Im Alleingang metzelt er sich durch die Abwehr durch und macht es 3:1. Wunderbar. Also ganz gut. Ja, schöne Aktion. Wie in alten Zeiten. Und somit steht es jetzt wieder 3:2. Ach, das war ein Foulspiel. Gut. Auf der anderen Seite kommt auf ein Kane als frischer Mann rein. Ja, also warum kommt denn der so frei zum Abschluss? Ja, wenn er denn richtig trifft, dann glaube ich, scheppert's bei uns im Kasten. Also es eilt bei uns nicht, wir führen 3:2. Einwurf. Ja, in die Hände von Rudi. Barnett. So, wieder Einwurf. Ja, wunderbar. Es hilft uns natürlich wieder Corner von den Pfeifen. Florenzi. Ja, der Oscar, tut der überhaupt da hinten was? Außer viel Pässe spielen. Ja, Florenzi probiert es mal. War aber in einer schlechten Schussposition, weil dieser Rechtsfuß ist. So, Pfeiffer. Natürlich nicht. Aber es wird nochmal eng da hinten. So, jetzt pfeift da. Also.
War ein knapper Sieg. Hart erkämpft, aber gewonnen haben wir. Und das zählt. Abgefangene Pässe. Ja, ganz schlecht sind wir da. Aber wir waren effektiver dafür. Und das ist am wichtigsten. So, in der Tabelle bleiben wir nämlich auf Platz 5. Und das ist wichtig, dass wir gewinnen. Denn sollten wir da verlieren, kann man sehr schnell wieder ausfallen aus den Europa League Plätze. Champions League haben wir immer noch Rückstand auf 14 Punkte Rückstand. Ja, das schaut natürlich sehr schlecht aus. Aber immerhin möchte ich in die Europa League. Das ist unser Hauptziel. Glückwunsch, wir haben wieder einen Schuh gekriegt.